Glückwünsche für die Zukunft gab es auch am Samstag im Schilleck in Köln-Nippes. Die Traditionskneipe schließt nach fast 50 Jahren. Betrieben wurde sie vom Ehepaar Monika und Siggi. Monika war bei der Übernahme der Kneipe die jüngste Wirtin Kölns. Ja, zum Abschied gab es natürlich Kölsch, Frikadellen und warme Worte von den Stammkunden. Wir haben gefeiert, geschockt, getanzt, gesungen und wurden immer mit dem besten Bier im Viertel und den leckersten Frikadellen versorgt. Juhu! Frikadellen, Frikadellen. Jeder darf ins dran, Das ist mein Leben. Ich war ja 21 Jahre, als ich hier die Kneipe eröffnete. Also Kneipe möchte ich gar nicht sagen. Mein Chill-Eck. Hier ist meine Seele. Hier bin ich groß geworden. Hier habe ich meinen Mann kennengelernt. Ihr Mann, der eher ruhige Siggi, der natürlich auch am letzten Abend schon wieder in der Küche steht und die Frikadellen fertig macht. Ohne meinen Mann wäre ich niemals in dieser langen Zeit so glücklich gewesen oder hätte das ausgehalten. Man muss ja manchmal auch ein bisschen was aushalten, weil es sind ja auch etliche Stunden am Tag. So viele Stunden, die Monika mit offenen Ohren am Zapfhahn verbracht hat. Da sind auch Freundschaften entstanden. Hier war immer ein offenes Ohr. Kannst du Leute finden, oder wie meine Frau krank war, stand hier abends essen. Ganz komisches Gefühl. Ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass die morgen nicht mehr hier sind. Das ist, weil da ist so viel Herz und so viel Liebe von denen. Ja, das tut uns schon sehr weh. So eine Traditionskneipe in einem Veedel zumacht. Alle kennen sich. Wir werden das sehr vermissen. Fast 47 Jahre Schilleck und Monika und Siggi wohnen auch schon fast genauso lange in der dazugehörigen Wohnung über der Kneipe. Ich lebe gut mit meinen Gästen hier und die dürfen auch zu mir in die Küche oder die kriegen schon mal einen Schlüssel von der Wohnung oder wenn jemand von außerhalb zu viel getrunken hat, dann lagen die auch schon mal bei mir auf dem Sofa und haben dann bis am anderen Morgen ihren Rausch ausgeschlafen und sind dann ganz leise weggegangen. Ich bin hier mit dem FC abgestiegen, sehr oft. Ich bin mit dem FC aufgestiegen, sehr oft. Also hier ist alles, das ist wirklich Emotion pur. Wir verkehren hier seit 47 Jahren, früher mit dem Fußballverein, Nippes 12. Dann nachher mit dem Karnevalsverein. Also das 47 Jahre Bestandteil der Nippeser Kultur. Es geht ein Stück Geschichte zu Ende. Und dann wird noch ganz schön viel gekuschelt an diesem letzten Abend. Streicheleinheiten für Moni und Siggi mit den besten Wünschen für die Zukunft. Jeder kennt sie, wenn die in Nippes auf der Straße laufen. Die werden viel gegrüßt. Und das soll so weitergehen. Das wünsche ich denen. Dass die Monika endlich mal schafft, Schluss zu machen. Die ist echt ein Arbeitstier. Und den beiden wünsche ich noch viele gute Jahre. Ich freue mich schon auf Zeit mit meiner Enkelin und dass ich mal ein bisschen mehr für meine Familie da bin. Und versuche jetzt auch mal ein bisschen das zu machen, was vielleicht zu kurz gekommen ist. Und für ihr neues Glück sucht sie mit Siggi gerade eine 3-Zimmer-Wohnung. Am liebsten natürlich in Nippes.